Da sie net fir all sinn Kleder op Puren aus dem Ausland zurückgreifen muss, wollten die Organisateure vom Salon de la Couture beweisen. Was sie alles ausgestaltet hun, weise ma Ergelo. Am Salon de la Couture gëtt versicht, Kleinbetrieber, die zu Lützeburg Moosarbecht machen, zu unterstützen. Den Ulzig-Kanal huet bei enger von den Organisateuren nur gefragt, wat eigentlich den ethischen Aspekt von der Aktion ist. Ich denke, dass den ethischen Aspekt, dass den nachhaltigen Aspekt, dass den gewährleistet ist halt zu Lützeburg. Weil wenn den hier, bei den Nächsten, die hier ganz gut ausgebildet sind und die gut können schaffen, die wissen auch, welche Stifter, wo sie Stifter kaufen. Da kann ihn die frohen als Klient, also was die gerne hat, aber wo die Sachen herkommen. Mein Label ist Josiane Biewer, nur mir benimmt. Ich mache Plus Size Fashion, Größen 42 bis 54. Alles an einem Vintage-Twist nenne ich es, also inspiriert von den 40er und 50er Jahren, mit engen Teilen, ausgestalteten Rack und lauter Schnittformen, die schon der weiblichen Silhouette soll Charme bringen. Die Weiblichkeit mehr gefeiert wird, dass einfach nicht mehr richtig drauf geschnitten ist, aber schon Konturen, Silhouette, die eine Frau hat, dass die auch en Valeur gestaltet gehen. Die auch Sachen muss. Deals. Schon ganz viel so, die schon viel produzieren, dass die Leute können direkt ummussen und wenn es ihnen passt, können kaufen. Aber wenn ich gesehen habe, dass die Kleider ihnen nicht direkt passen, dann, oder es muss ein kleiner Tusch gemacht werden, für dass die Kleider noch besser gingen sitzen, dann meinst du das natürlich. Das ist wichtig, weil vor allem man übergrößt, dass der Sektor auch mal nimmt, dass die auch mal Kleider finden, direkt auch Kleider, die ihnen passen. Das ist auch flott, dass es mal zu Lützeburg ist, weil das hier im Land eigentlich sowieso nicht geht. Da den immer muss weit ins Ausland fahren oder muss online bestellen. Und dann ist es immer froh, passt es oder passt es nicht. Also kann ich sur Platz bei mir kommen und alles direkt ummussen. Was kann ihn als Lützebäuer konkret machen, wenn ihr seine Kleider nicht mehr benutzen will oder wenn es auch ein bisschen futtig sind, außer den Kleidercontainer zu greifen? Kann ihn sie reparieren lassen, es kann ihn sie aufpassen lassen, was ich zum Beispiel ziemlich cool fand. Das Pullover mit einer rot, einer blau, einer geringer Streif. Ein geringer ist nicht die Farbe, aber dann lässt du das gering durch Gel ersetzen. Und du kannst Swap-Partien organisieren, du kannst denken, das ist einfach eine Party, das ist in Frankreich ganz populär. Wo einfach Leute zusammenkommen, die Kleider mitbringen, die sie nicht mehr nun den. Und nur die Moven, die gut gefeiert sind, gehen sie nur heim und dann haben sie jeder andere Kleider mit dabei. Alles für nichts und alles mit viel Spaß dabei. Und dann kann ich Sachen verschenken, kann ich Sachen austauschen mit den Niesen, mit den Brüdern, mit den Freundinnen. Und kann ihn so aufgehen beim Bignou. Bignou, also Projekt Bignou Couture, also Projekt, wo aus gebrauchten Kleidern komplett neue Kleider gemacht wird. Gibt es eine andere Anlaufstelle für seine Kleider zu recyceln oder zu upcyclen? Recyceln von Kleidern, das ist ein Drama. Das ist, Kleider gehen nicht recycelt. Aber wenn sie in Europa deklariert gehen als Recycling, das sind das Kleider, die kontrolliert verbrannt gehen. Und bei dem Verbrennen, das hat die Europäische Union zugelassen, dass dann in dem Moment als Recyclage durchgestaltet wird, weil dabei Hitze bei dem Verbrennen zurückgewonnen wird. Das ist das Recyclage von Kleidern, das müssen Leute verstehen, das geht nicht. Und Upcycling zu Lützeburg kann nicht außer Eis als Durchschnitt dem größten Produzent drin, kann ich sonst keine Anlaufstelle. Aber wenn sie aufgeht bei einem sozialen Büro, zum Beispiel, du gehen geringst Mengen, und das sind in Europa am Durchschnitt mehr wie 2% von den Kleidern, die verteilt, tatsächlich Leute, die etwas brauchen.
An de ganze Recht iwwer 90% davon an die ginn an de Marché, dat ich die verkaaf a gin duno dann verdeelt du Marché. Dat das fir michch eng suboptimal lesen. A wann en bei gréisseren Marken, die mat erwerben, dats et Biocotting ass, dats et Fairtrade ass, dats et recykleierte Cotting ass, kann en du irgend Appppes du vun erglewen? Ich mengen der wir gelewen von den Emblemen, dat ist immer Kredibilität von dem den an Donnersteht, den Emblem rausgeht. Just rappelieren ich immer dabei, wann ich Bio-Cotting kaufen, mat eng Fairtrade-Label drauf, dass dat awer der Kleidung steckt 20.000 Kilometer an der Runde schütt, dass du awer Leute mat Stoffverbrechung kommen sind, die fir Gesundheit, a fir d'Umwelt knascht sind, an das neu produziert gin. An noch ein Bio-Cottings T-Shirt braucht 6.000 Liter Wasser. An noch eng Bio Cottings Jeans braucht 12.000 Liter Wasser. An die geht doch durch die Welt geschickt. An do stellen nicht froh, wat völlig. Dat heißt, wann ich will nachhaltig kaufen, da gebe ich Männer darauf gucken, für so viel wie möglich Labeln drauf zu tun, was besser als wenn die Labeln nicht drauf sind. Ich gehe viel mehr gucken, gibt nicht Lesungen, wo ich gut keine neue Produkte muss mal anschaffen.